Mann, das ist ja so Sach, gell? Des Öfteren haben wir ihn ja furchtbar gern. Aber manchmal können wir den auch gerade mal... Auch Sie von solchen Fantasien ein Lied singen. Sag mal, hast du eigentlich meinen Herbert gekannt? Herbert hat mich verlassen. Ich sag dir auch wie, okay? Seitdem der Herbert pensioniert ist, wurde er zum Haustyrann. Er denkt nur noch voller Arglist, wie er Terror machen kann. Doch ich habe mich entschlossen und ich denke in einem fort. Morgen wird der Kerl erschossen, da hilft nur noch Gattenmord. Viele Jahre war es Liebe, voll Harmonie und voller Glück. Doch jetzt dreh ich ihm den Hals rum, dann blickt er wieder mal zurück. Ich dachte schon an Kali und an Vergiftung durch Arsen. Doch die Kinder wollen Vati im Kinderzimmer hängen sehen. Selbst ein Stromschlag in der Wanne erweckte meine Fantasie. Oder Erdgas ohne Flamme, wie im Knast von St. Quentin. Viele Jahre war es Liebe, voll Harmonie und voller Glück. Doch jetzt dreh ich ihm den Hals rum, dann blickt er wieder mal zurück. Täglich Gift in seinem Essen, doch leider war es nie genug. Und hab ich das Gift vergessen, spürte Herbert gleich Entzug. Im Blumenladen sah ich Pflanzen, die fressen Fleisch, ich wurde wach. Und ich fragte den Verkäufer, wie viel fressen die pro Tag? Viele Jahre war es Liebe, voll Harmonie und voller Glück. Doch jetzt dreh ich ihm den Hals rum, dann blickt er wieder mal zurück. Dieser Stuhl ist ja elektrisch, rief der Herbert ganz erstaunt. Und der Galgen hinterm Ecktisch, Herbert war heute gut gelaunt. Mensch, Rosalinde, du bist klasse, du hast ja richtiges Geschick. Er sah nicht die Bananenschale und die brach ihm das Genick. Er sah nicht die Bananenschale und die brach ihm das Genick. Wow! Vielen Dank. Uiuiui, wie böse. Aber eine schöne Variante von Ich will keine Schokolade. Was die Trude Herr da wohl dazu gesagt hätte. Unser Engelbert Wiedmann aus Ginsheim. Dankeschön.